Servus, schön, dass ihr wieder da sind. Ich bin's, der Wiedemann Schorsch vom Doktorenhof. Unlängst haben wir ja 5 Wörter gehabt auf Pelzisch. Jetzt kommt die Auflösung dazu. Benachrichtigt werden die Gewinner natürlich schriftlich. Und jetzt erzähle ich euch, was das zu bedeuten hat. Und zwar, was ist eine Buckelspritz, habe ich gefragt. Eine Buckelspritz, die war ganz, ganz wichtig, als man noch mit dem Pferd raus war und hat letztendlich so Dinge bearbeitet, also die Weinberge bearbeitet, musste man ja spritzen. Früher hat man sogar Kupfervitriol noch gespritzt und das hat man dann in die Buckelspritz gemacht. Das heißt eine kleine Insektenspritze quasi hin auf dem Rücken und dann hat man vorne gedrückt und dann hat man dann das Spritzmittel, wie wir sagen, hat man dann ausgebracht auf die Blätter von den Weinbergen. Ein Riebelkuchen. Ein Riebelkuchen ist ganz was Tolles. Riebelkuchen ist ein Hefekuchen, der dann mit Riebeln, die werden gemacht aus Mehl und aus Zucker. Man kann auch ein bisschen Haselnusscreme machen und die neu reiben. Und dann gibt es dann einen Kuchen, einen Hefekuchen mit Riebeln, also mit Streusel oben drüber. Ja? Stritzel sagen sie, glaube ich, auch als in Österreich, kann das sein? Ich weiß es nicht so genau. Aber Ribbelkuchen pelzig, ja? Pussierengel. Ja, wenn man so ein flatterhaftes Mädel da irgendwo kennt und die von heute auf morgen wieder beim anderen ist und dann wieder beim anderen ist und wieder beim anderen ist, das ist ein Pussierengel. Also so ein flatterhaftes Mädel. Ja. Und der Käsegichter, wenn nicht dunkel ist, bist ganz allein, es ist Gewitter draus und du kriegst Angst und dann kriegst du Käsegichter. Also Käsegichter ist Angst. Ja? Schöneres Wort für Angst ist auf jeden Fall der Käsegichter. Und ein Miggeschiss, das ist so eine Kleinigkeit, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das hat eigentlich gar nichts zu bedeuten. Das ist bloß ein Miggeschiss. Ja? Und ein Miggeschiss, das hat man früher immer gesagt, wenn einer sich aufgeregt hat und meint, Wunder weiß, was alles bedeutet, was alles kaputt geht, dann sagt er, und das ist doch bloß ein Miggeschiss. Ne? Also eigentlich eine ganz kleine Geschichte. Die Mig ist die Fliege und was die Fliege hinterreißen lässt, ist das Geschiss. Also ist ein Fliegegeschiss eigentlich. Ganz einfach. Ja, so, jetzt erzählen wir es mal wieder. Freue mich, hoffentlich einer gewonnen. Geben es weiter, sagen es eurer Verwandten, sagen es eurer Bekannten, eurer Freunde und hoffentlich sehen wir uns recht bald demnächst bei uns im Doktorenhof oder in der Palz. Ja, bis zum nächsten Mal. Schorsch und eure wildromantische Palz. Servus, macht's gut.